meine Damen und Herren. Ein Hexenkessel, sauber. So, ich lese heute hier aus meinem neuen Buch, das heißt, zu Hause ist, wo der Schlüssel passt. Ja, kann man sacken lassen. Und er fängt so an, pass auf, da kommt ein Typ in eine Apotheke und sagt, ich hätte gern Zyankali. Sagt der Apotheker, das kann ich Ihnen nicht geben, das ist nicht frei verkäuflich. Da macht der Portemonnaie auf und legt ein Bild seiner Frau dahin. Ach, Sie haben ein Rezept? So, die Leute, die mich nicht kennen, mein Name ist tatsächlich Markus Krebs, bin geboren am 26.07.1905. Und so, als ich so 3 Jahre alt war, haben meine Eltern sich ganz schön Sorgen um mich gemacht. Ich habe noch nicht ein Wort gesprochen. Und da hat meine Mutter gekocht, habe ich gesagt, Mama, die Nudeln sind matschig. Und meine Mutter war total aufgeregt. Ich sage, hör mal, du kannst ja doch sprechen. Warum hast du ja bisher nichts gesagt? Ja, bisher war alles in Ordnung. Na, ich liebe Karneval. Ich war letztes Mal beim Umzug eingeladen, da war ich der Einzige, der war verkleidet, alle anderen haben Kissen geschleppt, aber... Ich feiere immer in der Oase, bei mir die Stammkneipe, das ist ist keine typische Karnevalskneipe. Ich sag mal so, vom Gesicht her haben die meisten ganz Jahr Halloween, sag ich mal so. Ja? Also da kamen schon Frauen rein, da habe ich gesagt, wer ist er? Weißt du, ne? Dieter ist dazu mal. Dieter steht mir immer Fragen. Markus, wie heißt nochmal der eine von Max und Moritz? Da sag ich, Max? Nee, der andere. Hat doch immer gern geangelt, so wie er, ne? Immer gern geangelt. Ne? Bin ich mal hin und beißen die Fische, sagt er, nee, kannst ruhig streicheln. Passiert nichts hier, Markus fällt da, oder, ne? Oder kommt sie raus, Typ schellt an der Tür. An die Frau, die dort wohnt, öffnet die Tür, sagt er, guten Abend, wollen Sie Zeuge Jehovas werden? Sagt sie, ich habe den Unfall gar nicht gesehen. Ja? Aber Dieter wollte mir immer Witze erzählen und ist ein schlechter Witze, ganz, ganz schön. Und dann kommt er immer mit einer Zechprellung schon an. Weißt du, so, ne, dann der labert auch nur noch Müll. Ich sehe was du nicht riechst, da ist laut. Nur sowas, ne. Wenn er schon mich so sieht, sagt, ey Markus, du bist einer der meisten Menschen, die ich kenne. Und dann fängt er an, pass auf, Markus Krebs, da sind 2 Frauen, nee, pass auf, 2 Männer, gehen durch die Wüste, kurze Hose, heiß, kurze Hose an, nee. Oh, kommt von rechts, hier, Klapperschlange, geht dem einen so in die Hose und beißt den vorne in den Spargel. Und der fällt so hin, so, und der andere kann nicht pfeifen, war eine Schwalbe, weißt du. Und er so, hey, ruf mal einen Arzt. Er so, Arzt! Er so, nee, du hast doch ein Handy, so ein Ackertel. Er geht, ja, hallo Arzt, hallo Patient. Nee, er. Weißt du? Da kam eine Klapperschlange und hat den vorne aber für Erwachsene. Ja, sagt der Arzt, welche Farbe hat die denn? Ja, grün. Sagt er, nein, dann war keine Klapperschlange, dann ist er gefährdet, dann muss die Wunde aussaugen. Ne? Und er liegt so auf dem Boden und sagt, was sagt der Arzt? Ja, du stirbst. Ich meine, der ist ja nicht schlecht, aber dann hängst du da, weißt du, Bier schmeckt nicht nur Schal, schmeckt schon Mütze, weißt du, du wartest, bis der fertig ist. Jetzt habe ich aber eine gute Technik, wie ich die loswerde. Ich rede mit denen undeutlich. Ne? Ich sag zu ihm, hör mal, du hast auch einen Dreifknefen am Baum für eine Hane gelernt, Mann, ne? Der antwortet höchst einmal, der so. Ja, sicher. Und dann muss er einen drauf sagen, ja, ich habe auch einen Fäden, kann doch mal. Das haben ein paar, den habe ich nicht. Der haut ab, 100%. Müsst ihr mal bei McDrive machen. Ich krieg einen großen 12 am Schröf treten. Gucken, was du kriegst. Tschüss zusammen. Na, das ist schön. Markus Krebs, meine Damen und Herren. Und sein Partner, Frank Friedrich als die Jumbibus. Nimmt alles mit. Mir immer Witze erzählen und ist ein schlechter Witze, ganz, ganz schön. Und dann kommt er immer mit einer Zechprellung schon an. Weißt du, so, ne, der labert auch nur noch Müll. Ich sehe was du nicht riechst, da ist laut. Nur sowas, ne. Wenn er schon mich so sieht, sagt, ey Markus, du bist einer der meisten Menschen, die ich kenne. Und dann fängt er an, pass auf, Markus Krebs, da sind 2 Frauen, nee, pass auf, 2 Männer,
gehen durch die Wüste. Kurze Hose, heiß, kurze Hose an. Nee. Oh, kommt von rechts, hier. Klapperschlange, geht dem einen so in die Hose und beißt den vorne in den Spargel. Und der fällt so hin, so, und der andere kann nicht pfeifen, war eine Schwalbe. Weißt du? Und er so, hey, ruf mal einen Arzt. Er so, Arzt! Er so, nee, du hast doch ein Handy, so ein Ackertel. Er geht, ja, hallo Arzt, hallo Patient. Nee, die, er. Weißt du? Markus Krebs, meine Damen und Herren. Ein Hexenkessel, sauber. So, ich lese heute hier aus meinem neuen Buch, das heißt, zu Hause ist, wo der Schlüssel passt. Ja, kann man sacken lassen. Und er fängt so an, pass auf, da kommt ein Typ in eine Apotheke und sagt, ich hätte gern Zyankali. Sagt der Apotheker, das kann ich Ihnen nicht geben, das ist nicht frei verkäuflich. Da macht der Portemonnaie auf und legt ein Bild seiner Frau dahin. Ach, Sie haben ein Rezept? So, die Leute, die mich nicht kennen, mein Name ist tatsächlich Markus Krebs, bin geboren am 26.07.1905. Und, wer ist er? Weißt du, ne? Dieter ist da zum Beispiel. Dieter steht mir immer Fragen, Markus, wie heißt nochmal der eine von Max und Moritz? Da sag ich, Max, nee, der andere. Hat doch immer gern geangelt, so wie er, ne? Immer gern geangelt. Ne? Bin ich mal hin und beißen die Fische, sagt er, nee, kannst ruhig streicheln, passiert nichts hier, Markus fällt da, oder, ne? Oder, kommt sie raus, Typ schellt an der Tür, an die Frau, die dort wohnt, öffnet die Tür, sagt er, guten Abend, wollen Sie Zeuge Jehovas werden? Sagt sie, ich habe den Unfall gar nicht gesehen. Ja? Aber Dieter wollte... So, als ich so 3 Jahre alt war, haben meine Eltern sich ganz schön Sorgen um mich gemacht. Ich habe noch nicht ein Wort gesprochen. Und da hat meine Mutter gekocht, habe ich gesagt, Mama, die Nudeln sind matschig. Und meine Mutter war total aufgeregt. Ich sage, hör mal, du kannst ja doch sprechen. Warum hast du ja bisher nichts gesagt? Ja, bisher war alles in Ordnung. Na, ich liebe Karneval. Ich war letztes Mal beim Umzug eingeladen, da war ich der Einzige, der war verkleidet. Alle anderen haben Kissen geschleppt. Aber... Ich feiere immer in der Oase bei mir, die Stammkneipe, das ist ist keine typische Karnevalskneipe. Ich sag mal so, vom Gesicht her haben die meisten ganz Jahr Halloween, sag ich mal so. Ja? Also da kamen schon Frauen rein, da habe ich gesagt, da kam eine Klapperschlange und hat den vorne aber für Erwachsene. Ja, sagt der Arzt, welche Farbe hat die denn? Ja, grün. Sagt er, nein, dann war keine Klapperschlange, dann ist er gefährlich, da muss die Wunde aussaugen. Ne? Und er liegt so auf dem Boden und sagt, was sagt der Arzt? Ja, du stirbst. Ich meine, der ist ja nicht schlecht, aber dann hängst du da, weißt du, Bier schmeckt nicht nur Schal, schmeckt schon Mütze, weißt du, du wartest, bis der fertig ist. Jetzt habe ich aber eine gute Technik, wie ich die loswerde. Ich rede mit denen undeutlich. Ne? Ich sag zu ihm, hör mal, du hast auch einen Dreifknefen am Baum für eine Hane gelaufen, ne? Der Antwort höchst einmal, der so. Ja, sicher. Und dann muss einen drauf sagen, ja, ich hab schlecht, aber dann hängst du da, weißt du, Bier schmeckt nicht nur Schal, schmeckt schon Mütze, weißt du, du wartest, bis der fertig ist. Jetzt habe ich aber eine gute Technik, wie ich die loswerde. Ich rede mit denen undeutlich. Ne? Ich sag zu ihm, hör mal, du hast auch einen Dreifknefen am Baum für eine Hane gelaufen, ne? Der Antwort höchst einmal, der so. Ja, sicher. Und dann muss einen drauf sagen, ja, ich habe auch einen Film, kann man. Der haut ab, 100%. Müsst ihr mal bei McDrive machen. Ich kriege einen großen 12 am Schröf treten. Gucken, was du kriegst. Tschüss zusammen. Na, das ist schön. Markus Krebs, meine Damen und Herren. Und sein Party. Frank Friedrich als die Jumibus. Nimmt alles mit. Mir immer Witze erzählen und ist ein schlechter Witze, ganz schön. Und dann kommt er immer mit einer Zechprellung schon an. Weißt du, so, ne, der labert auch nur noch Müll. Ich sehe was du nicht riechst, da ist laut. Nur sowas, ne. Wenn er schon mich so sieht, sagt, ey Markus, du bist einer der meisten Menschen, die ich kenne. Und dann fängt er an, pass auf, Markus Krebs, da sind 2 Frauen, nee, pass auf, 2 Männer.
gehen durch die Wüste. Kurze Hose, heiß, kurze Hose an. Nee. Oh, kommt von rechts, hier. Klapperschlange, geht dem einen so in die Hose und beißt den vorne in den Spargel. Und der fällt so hin, so, und der andere kann nicht pfeifen, war eine Schwalbe. Weißt du? Und er so, hey, ruf mal einen Arzt. Er so, Arzt! Er so, nee, du hast doch ein Handy, so ein Ackertel. Er geht, ja, hallo Arzt, hallo Patient. Nee, die, er. Weißt du? Markus Krebs, meine Damen und Herren. Ein Hexenkessel, sauber. So, ich lese heute hier aus meinem neuen Buch, das heißt, zu Hause ist, wo der Schlüssel passt. Ja, kann man sacken lassen. Und er fängt so an, pass auf, da kommt ein Typ in eine Apotheke und sagt, ich hätte gern Zyankali. Sagt der Apotheker, das kann ich Ihnen nicht geben, das ist nicht frei verkäuflich. Da macht der Portemonnaie auf und legt ein Bild seiner Frau dahin. Ach, Sie haben ein Rezept? So, die Leute, die mich nicht kennen, mein Name ist tatsächlich Markus Krebs, bin geboren am 26.07.1905. Und wer ist er? Weißt du, ne? Dieter ist dazu mal. Dieter steht mir immer Fragen. Markus, wie heißt nochmal der eine von Max und Moritz? Da sag ich, Max, nee, der andere. Hat doch immer gern geangelt, so wie er, ne? Immer gern geangelt. Ne? Bin ich mal hin und beißen die Fische, sagt er, nee, kannst ruhig streicheln. Passiert nichts hier, Markus fällt da, oder, ne? Meine Mutter gekocht, habe ich gesagt, Mama, die Nudeln sind matschig. Und meine Mutter war total aufgeregt. Ich sage immer, du kannst ja doch sprechen. Warum hast du ja bisher nichts gesagt? Ja, bisher war alles in Ordnung. Na, ich liebe Karneval. Ich war letztes Mal beim Umzug eingeladen, da war ich der Einzige, der war verkleidet, alle anderen haben Kissen geschleppt. Aber ich feiere immer in der Oase bei mir, die Stammkneipe, das ist ist keine typische Karnevalskneipe. Ich sag mal so, vom Gesicht her haben die meisten das ganze Jahr Halloween, sag ich mal so. Ja? Also da kamen schon Frauen rein, da habe ich gesagt, wer ist er? Weißt du, ne? Dieter ist dazu mal. Dieter steht mir immer Fragen. Markus, wie heißt nochmal der eine von Max und Moritz? Da sag ich, Max, nee, der andere. Hat doch immer gern geangelt, so wie er, ne? Immer gern geangelt. Ne? Bin ich mal hin und beißen die Fische, sagt er, nee, kannst ruhig streicheln. Passiert nichts hier, Markus fällt da, oder, ne? Oder kommt sie raus, Typ schellt an der Tür. An die Frau, die dort wohnt, öffnet die Tür, sagt er, guten Abend, wollen Sie Zeuge Jehovas werden? Sagt sie, ich habe den Unfall gar nicht gesehen. Ja? Aber Dieter wollte mir immer Witze erzählen und ist ein schlechter Witze, ganz, ganz schön. Und dann kommt er immer mit einer Zechprellung schon an. Weißt du, so, ne, dann der labert auch nur noch Müll. Ich sehe was du nicht riechst, da ist laut. Nur sowas, ne. Wenn er schon mich so sieht, sagt, ey Markus, du bist einer der meisten Menschen, die ich kenne. Und dann fängt er an, pass auf, Markus Krebs, da sind zwei Frauen, nee, pass auf, zwei Männer, gehen durch die Wüste. Kurze Hose, heiß, kurze Hose an. Nee. Oh, kommt von rechts, hier. Klapperschlange, geht dem einen so in die Hose und beißt den vorne in den Spargel. Und der fällt so hin, so, und der andere kann nicht pfeifen, war eine Schwalbe. Weißt du? Und er so, hey, ruf mal einen Arzt. Er so, Arzt! Er so, nee, du hast doch ein Handy, so ein Ackertel. Er geht, ja, hallo Arzt, hallo Patient. Nee, die, er. Weißt du? Da kam eine Klapperschlange und hat den vorne aber für Erwachsene. Ja, sagt der Arzt, welche Farbe hat die denn? Ja, grün. Sagt er, nein, dann war keine Klapperschlange, da ist er gefährdet, da muss die Wunde aussaugen. Ne? Und der liegt so auf dem Boden und sagt, was sagt der Arzt? Ja, du stirbst. Ich meine, der ist ja nicht schlecht, aber dann hängst du da, weißt du, Bier schmeckt nicht nur Schal, schmeckt schon Mütze, weißt du, du wartest, bis der fertig ist. Jetzt habe ich aber eine gute Technik, wie ich die loswerde. Ich rede mit denen undeutlich. Ne? Ich sag zu ihm, hör mal, du hast auch einen Dreifknefen am Baum für eine Hahne gelaufen, ne? Der antwortet höchst einmal, der so,